Präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Proficast für freie Software. Der Film erklärt den Unterschied zwischen verlustbehafteter und verlustfreier Komprimierung und die Auswirkungen der jeweiligen Kompressionsformate. Wie speichern Sie Dateien verlustfrei bzw. verlustbehaftet? Sprich, Sie komprimieren die Datei wird kleiner, verliert dadurch aber auch natürlich ein bisschen an Qualität. Ich speichere also nun diese Datei hier mal als JPEG-Datei ab mit einer geringeren Qualität von zum Beispiel 50. Wir sehen gleich, wie sich das einstellen lässt. Und zwar öffnet sich beim JPEG-Speichern automatisch hier dieser kleine Dialog, wo Sie also mit diesem Regler hier die Qualitätsstufe einstellen können. Das geht von 0, ganz eine schreckliche Qualität, bis hinauf zu 100, die allerbeste Qualität. Wie gesagt, ich stelle mal auf 50. Praktischerweise kann ich hier auf Vorschau im Bildfenster Anzeigen klicken und sehe im Hintergrund gleich, wie sich die Qualitätsstufe auswirkt auf mein Foto. So, jetzt gehe ich auf Speichern. Und sehen wir uns nun im Vergleich zu der Originaldatei, die ich also zuerst offen hatte, nun die neue mit der Qualitätsstufe 50 an. Ich verkleinere hier das Fenster und gehe hier im Hintergrund auf Arbeitsplatz und wechsle auf den Desktop, weil ich das am Desktop abgelegt habe und sehe hier nun meine beiden Dateien, wechsle da auf Ansicht Details noch, weil dann sehe ich es schön im Überblick. Und Sie sehen also die ursprüngliche Tonspur der Datei, die ich offen hatte, wie ich das Video gestartet hatte, hat 1000 KB, also rund 1 MB, und die Tonspur 50 nur mehr 167 KB, also eine unglaubliche Verkleinerung, Komprimierung. Sehen wir uns da jetzt mal die Qualität an, diese Datei, ob sie sehr gelitten hat. Ich ziehe diese Datei auf den Werkzeugkasten und Sie sehen, nicht so wild, wobei wir müssen jetzt auch noch ehrlich sein, ich habe es nur bei 25% hier angezeigt. So, wenn ich da jetzt ein paar Mal die Plus-Taste drücke, bis ich bei 100% bin, sehe ich natürlich hier an den Kanten schon ein paar Qualitätseinbußen. Im Vergleich dazu jetzt nochmal das Original. Auch hier wechsle ich jetzt auf 100%. Und Sie sehen, das ist natürlich deutlich schärfer. So, ich gehe da jetzt einfach auf die gleiche Stelle in etwa. So, Sie sehen also die Qualitätsunterschiede schon relativ deutlich. Trotzdem ist das Bild ohne weiteres für eine Veröffentlichung im Web durchaus geeignet. Sie müssten es also einfach noch skalieren, klarerweise. Es ist von der Auflösung, von der Pixelauflösung her zu groß. Aber Sie sehen also, dass ich mit JPEG eine sehr gute Komprimierung hinbekomme, bei gleichzeitig noch relativ guter Qualität. Das war also eine sogenannte verlustbehaftete Datei. Für eine verlustfreie Komprimierung, auch das gibt es, verwenden Sie, ich gehe hier mal auf Speichern unter, verwenden Sie den Dateityp PNG am besten. Den finden Sie hier. Dieses Format hat nur den Nachteil, dass der Internet Explorer bis zur Version 6 dieses Format leider fehlerhaft bis gar nicht darstellt. Das waren also die beiden gängigeren Dateiformate im Webbereich. Auch das GIF gehört noch dazu. Hier das GIF-Bild wird man aber eher bei Grafiken verwenden. Sie können es ab und zu bei Fotos versuchen. Es hängt jetzt vom Bild ab. Dieses Format sollten Sie aber grundsätzlich eher nur bei Grafiken verwenden. Zur generellen Bildbearbeitung verwenden Sie bitte immer das XCF-Format, also das eigentliche GIMP-Format. Das ist natürlich verlustfrei, indem bearbeiten Sie das Bild und speichern am Schluss dann in die einzelnen Formate hinaus, die wir hier jetzt besprochen haben. Beziehungsweise natürlich auch das Photoshop PSD-Format ist verlustfrei. Zum Abschluss noch, der Vollständigkeit halber, das TIFF-Format, auch hier ein sehr gutes Format, erzeugt aber relativ große Dateien. Hier können Sie entscheiden zwischen verlustbehafteten und verlustfreien Komprimieren.